Hallo und herzlich willkommen, oder howdy Leute! Wir sind hier wieder bei Signal Simulator Folge 5 von 10 und wir haben genau bis jetzt ein Signal entdeckt, aber ich mache mir momentan ziemlich Sorgen, was die Batterie angeht, wenn ich ehrlich sein soll. Effect decrease Antennenkalibrierungserror. Increase Autokalibrierungsspeed. Ja, wir haben bald mal keinen Strom mehr, aber wir haben auch kein Geld, um irgendwelche Updates zu machen. Ein Signal haben wir gefunden und das war das hier. Sehr spektakulär. Ja, gut. Okay, das war so ein Booster, wo wir gehört haben, warum, dass wir das jetzt nicht gehört haben, weiß ich nicht. Aber wir versuchen jetzt nochmal ein Signal zu scannen. Ich habe mich ein bisschen größer gemacht. So, wir haben ein Signal gefunden. Müssen wir nur noch am Himmel suchen, wo es ist. Hier haben wir es. Der Knotenpunkt. Joa, der RDLP, RDLP hat mir einen Kommentar geschrieben. Vielen Dank da noch. Und zwar meint er, das Spiel sieht interessant aus, aber doch recht komplex, kompliziert. Ja, komplex ist es, kompliziert. Ähm, Ich schreie mal wieder ins Mikro, Entschuldigung. Komplex ist es und ja, kompliziert, ja, Anführungsschlusszeichen. Wenn man es neu hat und noch schon lange nicht mehr gespielt hat, ist es sehr kompliziert, um herauszufinden, was zu machen ist und so weiter. Aber wenn man dann eigentlich eine Zeit lang spielt, kommt man da eigentlich ganz gut zurecht. Ich habe nur die ganze Spielmechanik leider auch noch nicht ganz draußen. Also falls die Stimme viel zu laut ist, tut's mir leid. Und wenn sie zu leise ist, tut's mir auch leid. Ich habe das nicht so im Griff. Nein, eigentlich sollte das gut sein. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das Signal Ich bin da abgelenkt gewesen vom Mikro. So, ich schaue nochmal. Wir machen das nochmal. So, wo ist es denn? Bis ich das Signal jetzt wieder gefunden habe, ist auch schon wieder Feierabend. Hä? Wo ist es denn? Ja. Ja. So, wir können eigentlich hier die Audios eigentlich ausmachen und das Radio an. Wenn wir einen Radiosender hätten. Scheiße. Ah, fuck. Oh Gott. Hier. So, vielleicht haben wir hier ein Radio. Ne. Naja, vielleicht kommt es, vielleicht auch nicht. So, okay, wir machen das weiter mit dem
Signal. Und zwar gehen wir auf 221. 224 auch nicht schlecht und 66. Das kann jetzt lange dauern. Ja, 68 ist doch nicht schlecht. Das kann jetzt dauern, weil die sind ziemlich weit oben und so weiter. Also, wir checken jetzt mal die Radios. Ah. Ich habe gerade noch einen Folgefehler, was Aufnahme betrifft, gemacht. So, come on. So, warum habe ich jetzt keine Musik? Weil ich in den Optionen wahrscheinlich die Musik ausgemacht habe. So, was ist denn jetzt so laut? Was ist denn hier so laut? Ja, also das Gebrumme. So. Sollte immer freie Musik sein. Free Musik. So, wo seid ihr denn immer noch am Richten? Naja. Ja, dann holen wir uns doch mal einen Kaffee, weil wir es können. Ausrichten tun sich die Sachen doch auch ohne, dass man hier ist. So. Ein Kaffee für den Herrn, ohne dass er ausgeschüttet wird. Faszinierend. Also ich finde, es ist eigentlich sehr ein langweiliges Let's Play. Ein sehr langweiliges Game für ein Let's Play. Weil man irgendwie nicht viel tut, außer zu warten und Signale zu forschen. Ja. Mehr macht man da eigentlich nicht. Mehr macht man da eigentlich nicht. Und überlegen, wie man Strom gewinnen kann. Weil momentan nehmen wir mehr Strom in Anspruch, als wir eigentlich produzieren. Da muss ich mich fragen, ob die Solarpanels, ob die funktionieren. Check complete. Systemeffizienz, ja, kennen wir ja schon. Diagnose, Connect and Test Enable, Server 011 Timeout, Reboot. Ich weiß jetzt, habe ich das gerebootet. Wir rebooten mal alle. Mal schauen, ob das geht.
Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Check for Servokalibrierung. Gibt er mir jetzt hier noch irgendwie eine Rückmeldung, wenn die Kalibrierung fertig ist? Hm. Information screen, switch it to calibration. Check calibration. Ich weiß nicht, ob der jetzt die Antennen kalibriert. Doch, doch, hier. Calibration Antenne 1. Super. Ich glaube, wir vergessen dieses Signal gleich und schauen mal, dass wir die Antennen jetzt mal kalibrieren. Dann stimmen auch alle überein und sind sicher effektiver. So. Vielleicht nehmen wir dadurch dann auch mehr Strom entgegen. Wenn wir das Zeugs mal erst kalibrieren, bevor wir hier Signale suchen. Ja, das kann jetzt, glaube ich, noch lange dauern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben, glaube ich, so 19 Antennen. Das ist jetzt mal Antenne 1. Wir hätten das wahrscheinlich ganz mal machen sollten. Ich hoffe natürlich, dass der Strom wieder nach oben geht. Systemeffizienz 34. Ich gehe mal davon aus, dass es die Batterienleistung ist. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das nächste Mal, wenn wir ein Signal suchen, werden wir zuerst mal die Kalibrierung. Wie willst du eine Signalausrichtung herbekommen, wenn die Kalibrierung der Antennen nicht 1:1 ist? Oder eben nicht kalibriert sind? Das ist ja kontraproduktiv, weil dann kriegst du die 100%ige Winkelangaben ja gar nicht mehr hin. Hm. Und wie wir jetzt Strom wieder herbekommen, Energie. Consumes energy. Energy monitor gives you information about system efficiency, charging efficiency, recharge rate, and power consumption. So. Disable the system that you don't use the spare energy and increase the speed of the recharge rating. Solar panels. Solar panels recharge your system, keep the clean and... Solange... Ich weiß schon, was wir machen. Solange jetzt die Antennen sich auskalibrieren, könnten wir eigentlich zu den Solarpanels gehen und... Ne, das ist die Terrasse. Und es regnet. Verdammt. Da kann ja kein Solarstrom entstehen. So. Ich muss nur noch wissen, wo die Solarpanels sind. Ach, da drüben. Wir gehen mal zu den Solarpanels und reinigen die mal. Oh Gott. Okay. So. Das sind die zwei Batterien. Press F and clean System. Macht er jetzt das oder macht er das nicht?
Ja, jetzt, ne? Ich glaube, jetzt produziert er wieder. Charge-Effizienz ist bei 100%. Das heißt, sie waren schmutzig. Ah, cool. Zum Glück müssen wir nicht jede einzelne... Oh, ein Hubschrauber. Was macht der? Zum Glück mussten wir da nicht jede einzelne Solarzelle reinigen. Das wäre mir auch noch eine Sache gewesen. So. Wir parkieren hier mal im Schatten. Im Trockenen, nicht im Schatten. Mensch, was bist du denn? Ein Generator. Wieso war der aus? Beziehungsweise braucht der auch irgendwie Kraftstoff? Energie, Power. Naja, das können wir zum Beispiel in der Nacht anmachen. Das ist übrigens unser Rover, für was wir den auch immer brauchen. Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Also ich glaube, das Spiel hat viel, viel mehr zu bieten, als ich bis jetzt kenne. Was? Ein Alien wird vermisst? Missing. Aha. Okay. Sind wir überhaupt menschlich oder sind wir eher eine Alienrasse, die Signale sucht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So. This is a Radio Sidewinder Galactic Service announcement. Hello, Commanders. Your friends here at Radio Sidewinder are here to keep you company in your long journeys among the stars. But we don't just want to see you happy and we also want to see you safe and wealthy. As you undoubtedly know, one of the most dangerous and annoying things that could happen when you're supercruising your way to that final destination on your route is being interdicted by some good-for-nothing, low-life scumbag of a pirate in his flying bucket of bolts. Also das Signal haben wir noch, aber die Ausrichtung der Antennen, die ist auch noch voll im Gange. Antenne für... Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich lasse die Kalibrierung der Antennen jetzt durchlaufen und wenn das vorbei ist, beginnt dann die neue Folge. Bis dahin. Tschüss, ciao, ciao und danke fürs Zuschauen. Ciao.